Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats, ich bin metaphysisch Begleiterin und Beraterin und unter anderem auch Autorin von 3 Büchern, unter anderem von dem neuen Buch Fool's Path. Das Thema, das ich heute abbringen ist ein Thema, das man über die letzten Monate immer so viel Nuss geschubst wird, wo ich ein bisschen einen anderen Aspekt will man da bringen par rapport zu verschiedenen Techniken, die heutzutage an der Neospiritualität, an der New Age Esoterik, an der Poppsychologie gebraucht gehen, wo Leute eine riesige Begeisterung weisen, weil sie, ich sitze nur mal leider zwischen ganz physischer, leider immer just eine Seite von der gesehen. Das Thema Familienkonstellationen. Für ein bisschen zu erklären, ich treffe mich recht regelmäßig mit einer Gruppe von Leuten, die über so Themen schwätzen, spirituell, psychologisch, metaphysisch etc. etc. Und immer kommt das Thema ab, dass irgendeine Familienkonstellation möchte. Und dann ist immer so die absolute Begeisterung darüber. Oh wow, super und so viel und so weiter. Der Punkt in der Geschichte ist, dass ich immer so ein bisschen meine eigenen Theorien zu verschiedenen Sachen habe und dann natürlich auch par rapport zu den Theorien immer so Informationen kriegen, die ich persönlich recht interessant fand. Und zwar habe ich mich am Anfang gar nicht damit per se befasst, weil es sich ein bisschen an Systemik fällt und ich an dem Moment noch keine Ahnung hatte, was Systemik war. Wo ich aber meinen NLP-Kurs gemacht habe, hat den demolischen Kursleiter, den unter anderem ausgebildete Psycholog ist, aber mit 2 Face wirklich Boden steht, also das wirklich von denen, wo so, weil ich weiß auch, dass es an der Psychologie nicht steht für ihn unbedingt sind kompetent, so weißt. Mir hier war immer ziemlich selbstkritisch und noch ziemlich kritisch par rapport zu verschiedenen Situationen. Und hin und das dann auch ein bisschen mehr über die Familienkonstellationen oder den Konstellationen erklärt. Und heute ist auch unter anderem ein Video gewesen von einer Konstellation, wie die ausgefordert ging, wie die gemäht ging, und wie extrem schief die auch laufen kann. Und ich will einfach mal allgemein ein Thema abbringen, ein bisschen, was ist eine Familienkonstellation, wie geht sie gemäht, das ist natürlich gibt auch verschiedene Techniken, das ist auch ein Kursleiter, wie ich ihn hat als eine Option mal Rapport an die ganze Geschichte etc. etc. Was ich herausholen aus der ganzen Sache, für was ich extrem warnen, wo ich auch andere Leute mit erlebt habe, die da extrem schlechte Erfahrungen gemacht haben. Verschiedener sind nach ziemlich so mal unbeschädigt herausgegangen, weil sie genug Differenziation hatten und Distanz zu den Sachen hatten und die Sachen ein bisschen mehr beobachtet haben, mit verschiedenen anderen Leuten gehen da mit Situationen heraus, die nicht unbedingt die gesunder sind. Also in einer Familienkonstellation grav gesehen, ich gehe nicht an alle Details, grav gesehen, hört da eine Aussammlung von Personen, wo eine Person der geholfen die Konstellation mischt und die andere Personen dafür gebraucht, für sie an Position von verschiedenen anderen Familienmitgliedern zu setzen, mit denen sie unter anderem vielleicht den einen oder den anderen Konflikt hat. Und normalerweise sind 2 Punkte an der Geschichte. Das heißt, wir haben manchmal einen, den die sagt, er feiert an Ulet, dass die Person das ein bisschen gerieren kann. Wir haben die ganze Gruppement von den Leuten zusammen, wo sich also ein Dynamismus, eine Dynamik dran entwickelt an der ganzen Geschichte. Aber die Dynamik entwickelt sich nicht nur innerhalb von der Person, die angelegt wird, an dem Anleger, aber an all einzelnen Personen. Das heißt, nicht nur das, was sich äußerlich weist, aber auch innerlich weist, in dem Moment. Und ja, da kommen natürlich ganz grobe Sachen, was uns steht. Den guten Teil, den fruchtbaren Teil und der ganzen Geschichte ist, als den, dass er wirklich kann extrem herausfinden, wo darunter hängt. Das heißt, wenn die andere Person zum Beispiel etwas antwortet, wie oft die Person das Gefühl hat, sich wirklich an der Position zu befinden, an eine Antwort zu geben, die auch effektiv den Feedback kriegt, dass den angelegt wird, dass du hast 100%ig oder weiß, wie man das ausdrücken, das 100%ig also
wo die Dynamik und auch die Energie wirklich mit denen funktioniert. Also, dass man richtig versteht, die und sich ist nicht schlecht. Das ist nicht das, wie sie ganz oft ausgefordert wird. Problem in der Geschichte ist, dass du ganz oft, das heißt, wenn ihr sich so vorstellt, schon die letzten, die ich gefragt habe, die schafft mit Gruppen zwischen 12 und 15 Leute. Die sind zu 2 Therapeuten, es ist dann nochmal zwischen ganz physischer, weil es schon par rapport zu der Person, das war ein aus Amerika, und schon natürlich kein Feedback, ob die lo effektiv diplomierte Psycholog ist oder so. Wo ich nicht will sagen, dass ein diplomierter Psycholog die Sachen handhabt oder auch handhaben will, also dass man das richtig hinstellen. Wie immer, der wisst, ich gucke die Sache immer, ich probiere es immer aus der Distanz zu betrachten und nicht eine Einzelgruppe irgendwie zu kritisieren. Wenn die just 2 Therapeuten geschafft, da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, dass 2 Therapeuten für 15 Leute ein bisschen eng ist, für das Live auszudrücken. Wenn ihr euch vorstellt, dass du eine Person kann sein, die geht an eine Position gesagt, die sie selber schon an sich selber einen Konflikt mischt, und die geht dafür, ich sitze noch mal 2 Sekunden lang ganz gefährlich zwischen ganz physischer gebraucht geht, für den Spiegel zu sehen, par rapport zu der Person, die gerade gefordert wird. Da kann es sein, dass die Banden dran sich mit dem Konflikt auch noch muss auseinandersetzen. Und genauso kann es sein, dass 2 Therapeuten auch bei einem Schlussgespräch die Sache nicht können abfangen an der Zeit, an dem Raum, im Moment. Ich bringe das wirklich eigentlich ganz krass als Idee. Stellt euch vor, den angefordert wird, den hat ein Beispiel, dass ein Konflikt mit seinem Papa hat. Und da halten sich eine Person raus, die selber auch einen Konflikt mit seinem eigenen Papa hat. Und die muss sitzen an der Position vom Papa. Dann ist die Person lobannen dran gezwungen, Partei für den Pap zu ergreifen, ohne die Option zu haben, selber mal für dich den Konflikt mit dem eigenen Pap verschafft zu haben. Für dann hinzugehen und zu sagen, ja, dann ist den eben die nächste Keier drin. Wenn ich erst der nächste Keier bis dahin geht den trotzdem zu einem gewissen Level ziemlich allein gelos. Beziehungsweise geht es so an eine Situation gedrängt, dass den sich muss irgendwo direkt telefonieren, anstatt die Zeit zu haben, die ihn hat müssen haben, für das zu machen. Das hat er leist schiert. Also schiert am Sinne von Schaden, können zwar auch so ein par rapport zu Schatten, wo ich mich gerade freue, ob die 2 Wörter miteinander verbunden sind, etymologisch gesehen. Muss ich mal ein Kind noch kontrollieren. Und das sind da Leute, die mal anfangen, Zweifeln abzusetzen und den Konflikt auf einem Level nicht mehr verschafft zu kriegen, für die Sache an den Griff zu kriegen. En plus, wenn den ein Kehr guckt, das war den war den Hellinger, den mit der Technik abkommen ist, wie die Leute, wenn zum Beispiel eine Person, die den Konflikt hat, den ganzen Hass auf der anderen Person ausgeladen hat die Person, dass man für dich einfach anstürchen. Das heißt, du gehst das Video, wo ihr gesagt, wie die Person Wäsch rutscht, also richtig, sich erstens mal probiert, Wäsch zu lehnen, aber wirklich zur Summe klappt, wo nicht angegriffen wird, weil den anderen sozusagen Möglichkeit muss haben, das können auszuleben. Es ist auch gerne damit nachverstanden, dass die Person das irgendwo muss können ausleben, aber wenn das aber also wie soll ich sagen, wenn das einen anderen zu bezahlen hat, wo dann so einfach ist zu sagen, ja, mit dem muss das schon nicht persönlich wollen, dann ist die Sache einfach end zu end gefährlich. Und da sind auch 2 Therapeuten, die Sache nicht können auffangen, weil uns sich müssen plus ou moins mal für alle Einzelnen, den du machen möchtest, einen Therapeut tun. Der zweite Punkt in der Geschichte, weil ich schon ganz oft mitkriege, dann haben Leute gesagt, oh ja, das war super, oh, das war genial, oh, was ich da rausgeholt als Erfahrung und so viel und so weiter. Aber was mich immer erstaunt hat, das ist, dass genau die Personen 2-3 Wochen drauf gesagt, oh, ich muss unbedingt einen Stellprozess machen, ich muss unbedingt so einen Stellprozess, ja, ich habe keine Nachhaltigkeit an der ganzen Sache gesehen. Also ich schon seit nur Bausen nie eine Person erleben dürfen, die wirklich nachhaltig etwas damit rausgeholt hat.
Und wo ich mir dann auch so ein bisschen die Frage gestellt habe, inwiefern da nicht eine gewisse Aufhängigkeit, eine gewisse Sucht sich entwickelt hat, sich ob die dort nur da weiß, können an eine Position zu versetzen, wohin zwar den Überblick hat, aber wo nicht durchgeht, wo das Verständnis hat und nicht wirklich verschafft ging. Weil ich schon auch nie hören, ich will nicht so, und ich will eine Klammer machen, das will nicht heißen, dass das nicht existiert, aber es ist Seelen. Das Seele genug, dass ich nicht hören hun oder nie eine Information, ein Feedback an die Richtung gekriegt habe, während ich auf der anderen Seite ganz viele andere Feedback gekriegt habe, der Wow-Effekte schon nie höre, wie ich gesagt habe, ja, es sind da, wenn ich nach ein bisschen zurückgegangen, für das dann wirklich dann außerhalb von dem Gruppement mal allein können mit einer Person dann den Moment zu beschwätzen und zu verschaffen. Das heißt, was ganz viel an denen Gruppe gehandelt wird, das erstens, wir haben Gruppendingen, wir sind alle guten zusammen an dem Dingen dran, haben wir viele Matschitfragen gemacht, wir haben dran, sind da viel, die an einen Aspekt kommen, wo sie sich allein gelos fühlen. Das sind auch Leute, die unter anderem auch bei mir noch irgendwie nicht abgetaucht sind und wo irgendwo einen Knack hatten, aber wenn ich dann mit der geschwärzt habe und das eine Zeit lang geschwärzt ging, was sie dann an der Zwischenzeit probiert haben, zack, Stellprozesse. Ein weiterer Punkt, den auch ganz vielleicht nicht Dingen Hund, Pol Hund oder Schirmhund an dem Moment ist, dass bei den Stellprozessen normalerweise Personen gestaltet gehen, die noch draußen, also die draußen gehen, das heißt Eltern, Großeltern etc. etc. Und das ist auch schön und gut, dass ihr seht, ja, da kann ich mal ein Verständnis mit kriegen von wegen, wie stehen die Personen dann noch wirklich. Das heißt, bei so einem Stellprozess ist schon ein einziger Stellprozess eben am Kurs selber gemäht, wo den Kursleiter sich ein Beispiel geholt hat, was einfach ein bisschen mehr labber war. Das heißt, hat sich eine Person geholt, die eine Problematik hat, die aber nicht groß oder tiefgründig war. Und da stellen wir mal fest, dass er in einer Position steht. Und da geht normalerweise, also wann den das anlegt, proper möchte, fragt noch shit für par rapport zu seiner Position, wen sich dort dran fehlt. Und da kommen dann so Messagen oder so, wo den anderen gesagt hat, ja, mir so weit wie ich kann stehen, kann ich schon gar nicht gehört gehen. Wie will die Person da viermal mehr argumentieren, wenn sie mich so weit raus positioniert? Und dann können Positionen geändert gehen. Auch da könnte drin drauf möchten den die Sache lädt, so dass just den angelegt wird, die Positionen der verändern oder dürfen die auch mal die Position selber verändern. Das kommt immer darauf an, wie den Einzelnen damit schafft, mit Stellprozesser schafft, für dann den Moment zu merken, okay, was für Empfindungen kommen von dem, den angelegt wird, genauso gut wie was für Empfindungen kommen von der Person, die Person spiegelt, die da mit der die andere Konflikt zum Beispiel steht. Wenn das aber nicht proper gemäht wird, dann haben wir ein weiteres Problem. Stell dir mal vor, der hat eine Person, die kennt bei euch und will einen Stellprozess machen, er sagt, schon ein Großmann. Immer wenn wir irgendwo Besuch sind und die ist dabei, da muss die immer am Mittelpunkt stehen. Die Großmann, die steht immer am Mittelpunkt. Und da wird der Stellprozess gemäht und dann wird der Stellprozess zum Beispiel gemäht, wie die Personen dann, wie sie, also wie den angelegt wird, empfindet, dass sie stehen und hält dann eine Person, wo dann Großmam soll spielen, sitzt die mit und irgendwie schubst sie die Hand an den Eck. Das macht an dem Stellprozess sich extrem gut auffallen. Weil aber mancht der Stadt auffallen, wenn sie nur an die richtige Systemik kennt, an den richtigen Dynamismus, den am Leben auflebt, wo der Baum nicht am Eck steht, aber wo der Baum nicht einfach kann holen an den Eck kann platzieren. Dann haben wir eine Problematik, weil die Person in dem Moment ein Effekt macht oder ein Erlebnis, dass irgendetwas schiefgelaufen ist. Und weil wir das schon so anders tun, als natürlich ganz oft Dingen, das, was ich an dem Stellprozess gelernt habe, das funktioniert, ich kriege das nicht umgesetzt, ist sie falsch. Das ist nicht, dass sie so, der Stellprozess, der nicht vielleicht nicht so funktioniert. Wie war das so? Also pur Grün. Erstens, ganz viele Leute, die an so Dinge gehen, haben natürlich auch das Vertrauen. Ich will auch nicht fragen, den Stellprozess möchte, das als Vierwurf machen. Der Vierwurf, den ich aus dem Stellprozess machen, ist, dass da Seelen so differenziert geguckt wird, als Seelen, ob die Problematiken angespart wird. Also, dass alles super und dass alles gut dabei ist. Das ist ein bisschen das, was ich einfach will abfangen.
Das heißt, dem muss seinen Job kennen, das sind den anlegt, den hat man schon tipptopp da angelegt. Den greift man natürlich nicht an. Zweitens, wenn noch irgendein an einem Stellprozess eine schlechte Erfahrung gemacht hat, geht den mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr zurück bei dem, der den Stellprozess gemacht hat, mir geht sich in andere sicher. Das heißt, von der Sicht von dem der Stellprozess ist, könnt auch Seelen die froh, was ist da schief gelaufen, was habe ich falsch gemacht, mir er gesagt, das hat 10-mal funktioniert, bei einem funktioniert das nicht oder irgendwie kennt nicht, da kann es schon nehmen und dem leiden, weil den wird sich schon schön zu gehen. Also als Responsabilität an dem gemäß auch die Schuld, just bei dem. Das heißt, Responsabilitäten sind leider ganz oft nicht proper geklärt, wie man so auszudrücken. Loginet 2-3 andere Versionen von der Datei. Loginet auch Leute, die gebrauchen, anstatt dass sie mal Personen gebrauchen, was mich immer persönlich extrem beruhigt, weil wie gesagt, wenn der 10 bis 15 Personen durchstanden hat oder auch nicht 10 bis 12 Personen durchstanden hat, kann kein Therapeut garantieren, dass die alle Guten rausgehen und dass es ihnen alle Guten gut geht. Das ist nicht dran. So ein Übermeister sind die nicht. An einen ordentlichen Therapeut ist sich der Sache auch absolut bewusst. Noch nicht verschiedener, die mit anderen Versionen davon schaffen, das heißt, die wollen erstens mal Figuren für die Personen zu setzen, da gibt es wenigstens keine anderen Personen dafür gebraucht. Oder sie brauchen Symbolismen oder was immer für die funktioniert. Zweitens gibt es da, die nicht an einem Gruppe schaffen, aber die mit einem Einzel schaffen, wenn die Figuren hat, ist das schon auch absolut machbar in dem Moment. Das tut immerhin auch der Vorteil, wenn wir wirklich ein bisschen mehr spirituell und esoterisch unterwegs sind, dass du keine andere Energie mit rausschwingen. Weil das alles schön gut, dass ich auf eine Position gesagt bin, und da so, ja, ich kriege das Empfinden von der Person, die ich hier spiegeln, kriege ich mit, etc., wo wenn ich Dave esoterisch gehen, ich nicht weiß, ob das okay wie es sich also zu connectieren mit einer Person, die keine Ahnung hat, dass sie gerade in Zwischen gespiegelt wird. Mir das lassen wir mal einfach so aufstehen. Da sind aber trotzdem eine ganze Gruppe Energien, die eine Rolle spielen. Und egal wie viel ich probiere, eine andere Person zu spiegeln, die Chance, dass ich meinen eigenen Trauma mit heranbringen und vielleicht trotzdem Ernstes reagieren und etwas Ernstes vermitteln, wie das, was wirklich auflebt, was Realität ist, das ist immer ein Risiko. Den auch nicht, den ich nie höre, dass er auch geschwärzt wird. Das ist ein bisschen das, was mir so Gedanken macht. Und wenn nur eben mit einer Person, mit Figuren oder mit Bildern oder mit Zeichnungen etc. schafft, oder zum Beispiel mit Tarotkarte geht auch, dann sind wir mal auf jeden Fall sicher, dass nehmen die Energie von der einzigen Person, um die es wirklich an erster Stelle geht, da dran ist. Nämlich die Person, die du sitzt. Das ändert immer noch nichts daran, dass ich eine Figur kann inzwischen an den Eck regeln, an Bombchen hier nur, wenn ich auf Besuch sind, sich nicht an den Eck regeln lässt, und plus die Leute, die rundherum sind, sogar wenn ich probiere, sie an den Eck zu regeln, muss ich im Giffen an mitsitzen, du von der Schwarzen nicht, mir für ein proper Verständnis zu kriegen, zu dem Gesamtbild Sinn. So Stellprozesse ist ein ganz anderer Grund, an Mengen an vollkommen, nicht nur vollkommen okay, aber wirklich auch, wie soll ich sagen, hilfreich, weil wenn ich Personen holen, also richtig Menschen holen, habe ich immer noch keinen Überblick. Wenn ich mal die ganzen Personen, inklusive mich selber, den ich auch daran positioniere, als Figuren holen oder als Spieler, da kann ich mich über die ganze Sache stellen, ein bisschen an eine Metaposition, wie man an der NLP sieht, für das ganze Bild zu sehen. Das ist nicht möglich. Stell dir vor, der sitzt an einem Raum und der sieht selber vielleicht nur 1,60 Meter und nicht der Leute rundherum laufen mit 1,70 Meter oder 1,80 Meter. Ein Überblick geht es da nicht. Das heißt, den als just mit Figuren, mit Bildern oder so Figuren und so weiter sind die machbar. Und da sind wir auf einem gesunden Level davon an NRW. Eine weitere Version, die auch ganz viel gebraucht wird, das ist, dass man den Stellprozessor ahnen mit der Geburt geben. Das ist, wenn gesagt, ich sage mal, die Hunde so an denen zudenken. Wenn da auch nie geht, und du mit Figuren schafft, sind ich gerne mit den Affersternen. Sobald das aber Personen betrifft, die vielleicht eine andere Vorstellung haben, was andere sind und so weiter, die vielleicht auch nicht direkt den Glauben haben oder was weiß ich was, haben wir lauter Komplikationen, die nicht wirklich sichtbar gehen während einem Arbeitsstellungsstellprozess, weil so ein Arbeitsstellungsstellprozess, die dauert kein 6 Tage.
an du hast kein direkt no das ein Klang das ein natürlich geht eigentlich kurz nur geschafft mir eng wirklich nur schaffen von so enger die ganz oft aber Traumata betrifft, die kann nicht an einer halber Stunde oder auch an einer Stunde gelesen sind. Das sind einfach die Problematiken, die du dran sind, an wo ihr merkt, dass die Arbeiten nicht un sich trotzdem dauerhaft sind, wo ich auch so schon mal erlebt, wie viele Leute gesagt haben, wow, ich muss einen Stellprozess machen, so wie wenn das, wow, ich muss mal ein bisschen, ich weiß es nicht, ein Race machen oder ich muss mal ein bisschen Ping-Pong spielen gehen. Das sind einfach die Dinge, dass ich nach nie gesehen und rauskommen, den nicht die Wow-Begeisterung hat, den Wow-Effekt hat und dann 2-3 Wochen drauf gegamst wird, für ein nächstes zu machen. Und spätestens da fehlt mehr den Dingen, wo sich die Leute an das ganz sitzen, an die Rohbannen dran kriegen. Die hat mehr bei jedem Einzelnen, den abgekreizt ist, hat mehr gefehlt oder schadet sitzen, dass sie sich ein fatzischen Trauma angezogen hatten. Nicht, weil sie den Ugelegten waren, mehr irgendwie von denen, den du in Zusch positioniert gehen, sondern rückgeschubst gehen, an den nicht Matten und den Dinge kommen aus und der Punkt kommt aus, dass sie wirklich an einem Gruppe von 10 bis 12 Leuten kommt, proper darüber schwätzen und sagen, hallo, ich merke, dass du irgendetwas bei mir wirklich gut nicht geht. Weil da dann natürlich dann auch noch wahrscheinlich Leute sind, die ein bisschen Probleme haben, über die Sachen zu schwätzen, dann die nicht aufhängen und dann die Sachen dann nur bei 12 bis 15 Leuten rauszuholen. Natürlich können Leute sagen, ja, aber das ist unsere Stunde melden. Das heißt, eigentlich bezahlt für einen Stellprozess, an dem man eine Schuld aufkriegt, mit dem man dann nachher muss bezahlen, für dann an eine Therapie zu gehen. Ich will einfach just ein bisschen Zweifeln abbringen, für das die Leute ein Gesamtbild tun und nicht nehmen die Seite, die wow, super, Kugel hecht. Weil den spannenden Teil drin ist, es sind, nachdem ich meine eigenen Kritikpunkten zu den Stellprozessen, wie sie ganz oft angeboten gehen, effektiv gesagt und geäußert haben, hat mir eine Psychologin gesagt, dass Systemiker genau dieselben Kritikpunkte äußern. Also ich stehe nicht allein der Matten da. Und eine Person, die ich lange Zeit gedurcht habe zu kennen, die war auch an einem NLP-Kurs und da sind Stellprozesse immer hoch an den 7. Himmel gelöst gehen. Hat als dann auch noch immer, oh, ich muss ein bisschen hingehen und an die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, wo ich mir da muss so in dem Moment, wo das Thema eigentlich abkommen ist, wo ich gesagt habe, man da froh mal dein Dinge, was den davon erhält, dass du Leute Traumata haben Druck können drohen, dass du Leute können misserfolgreich erleben, wenn die Situation du baust nicht so funktioniert, wie sie am Stellprozess geübt wird, anstatt den Stellprozess zu gebrauchen, für Erkenntnisse zu kriegen, für mit den Erkenntnisse zu schaffen, etc. Von denen da und ich die Person wiederhören, den die Stellprozesse zu machen, so an der 7. Himmel zu löwen, an das Thema Stellprozess war vom Tisch. Ich meine, das sieht Englisches aus. Hier steht, dass Stellprozesse an keinster Version funktionieren. Nee, wie gesagt, wenn ein hier geht und er sieht, ich will einen Stellprozess nicht mit Personen, sondern mit Figuren, mit Bildern, mit Zeichnungen, die den Klient möchte, etc. Und ich schaffe den 1 zu 1, dann hat den Fokus 100% auf der einer Person, was als Therapeut das Beste ist, was er machen kann, sowieso. Zweitens, kriegt einen Überblick, das heißt, der Klient kriegt einen Überblick über das Ganze, für dann zu sagen, okay, das ist der Überblick, den ich rauskriege und das ist die Erkenntnis, die ich dabei rauskriege und dann schaffen wir mit der Erkenntnis und einer Lesung, wie ich mit der Situation kann eins gehen. Da sind ich den ersten, den Stellprozesse unterschreibt. Die zweite Version, und das ist die einzige Art und Weise, wie ich Stellprozesse gebrauchen, heißt IFS. Das heißt Inner Family System. Das ist mir sind in der Zwischenzeit schon bewusst, dass wir an diese ganz grob Undeler haben, wozu ich auch noch ein Wert darauf zurückkommen, die berühmte Geschichte mit den Archetypen, die bannen dran eine Systemik, einen Dynamismus entwickeln. An die Undeler kann ich auch stellen. Das heißt, an der Systemik von der Balance der Familie geht ganz viel davon geschwärzt, wenn in einer Situation hat, und reagiert den, was für ein Undeel ist, den ob die Situation reagiert, beziehungsweise den die Situation beobachtet, an der Situation handelt oder nicht handelt, und da können mit dem Deal dann eine Kommunikation. Das lässt sich mit Stellprozessen
wunderbar uppacken. Dat huet e pur Vierdeler. Erstens als der Fokus komplett no Banne gericht. An net no Bause wie mat all den anderen Stellprozesse, wo en immer gevorleft ze projizeieren. Hai as en anser Strand. Dat sowieso die Inchplatz, wo man mal an echtter Stelle bis lese können. Dummer fängt man mal an. Zweitens, durch Bildnisse, das heißt, ich schaffe ganz gern, schon zwar auch Figuren, aber ich schaffe ganz gern mit Tarotbilder, weil die viel aussagen. Ich schaffe auch ganz gern mit Tieren, weil du ganz viel Geschichte kann runterhängen, wie ein Tier funktioniert, dafür was hat dem der Tier geholt, anstatt den hat, etc. etc. Und das hat den Dingen der Vierdeel, dass in Domaten mit den ganzen Bildnissen viel mehr nur inner Bewusstsein sind. Und das heißt, inner Bewusstsein, was sich regulieren darf. Ich will nicht so muss, aber was sich regulieren darf. Aber Domaten Techniken kriegt, für von außen, von unserem Bewusstsein aus Informationen zu kriegen, für sich zu regularisieren. Das ist schon ein Beispiel. Ich denke, gemäht, was für mich von den Flotzten war, was das überhaupt ging aus. Das war eine Person, die aus bei mir kam und die hat absolut kein Selbstwertgefühl. Und ich hatte immer so einen Plak und ich schon so Figuren gehabt und dann habe ich die Figuren geholt und dann sozusagen mal die Person, also die Figur holen, wie sie hier Selbstwertgefühl gesehen. Und dann hat sie ganz, ganz kleine Menschen geholt und hat den auf den Bohr von der Plak gesagt, der nur Bause geguckt hat. Und wo ich das gesehen habe, ja, ich entschuldige mich auch nachher dafür. Mir waren verschiedene Gesichtszüge entgleist, wenn du schon seht. Und du sitzt zu mir, Madame zu mir, also, war das nicht richtig, das stelle ich sagen. Stopp. Das war genau richtig, das war genau das ist genau da, wo wir hin wollen. Und dann habe ich da gefragt, nach ein paar Fragen gestellt, von welchen, wen dann der Nachbarn drauf hier, und das ist in den inneren Kritiker gegangen. Ich sagte, wie gesagt, den dann aus? Und holte die größte Figur raus, die da war, erstellt die mit von der Plak. Und allein, wo das Bild stumm, hat sie selber gesagt, ja, okay, wenn ich spannend dran so kritisiere, da kann mein Selbstwertgefühl nicht mehr nur draußen über die Plak, über meinen Raum rausgucken, für bei einem anderen eine Bestätigung oder ein Changement zu kriegen in dem Moment, oder wie ich das soll besser machen. Da haben wir weiter darüber geschafft, am Sinne von, wie es da gerne hat, wie es soll sein. Und das hat mir eine Großfigur geholfen für das Selbstbewusstsein, hat das auch mitgestaltet. Und hat mir eine Klangfigur, keine ganz kleine, mehr, eine Klangfigur geholfen für den inneren Kritiker. Und es hat selber gesagt, ja, es geht schon nicht darum, dass ich nicht so Sachen kritisch begucken, dass ich nicht so egal was soll abfeiern. Aber dass ich aber vielleicht in anderen Dingen einen anderen Blick kriege und dass mein innerer Kritiker nicht so über mir steht und so all Platz anhält, sozusagen, an meinem Bandsdrang. Allein da als die Person zwei Minuten später zurückkam und hat mir erzählt, wie es an seinem Leben gefroren. Okay, sie sind rausgegangen mit Kollegen. Alkeiers, wenn er zum Beispiel etwas ugetan hat und hat gesagt, mir hat das wirklich etwas, was mir gefällt, und hat klack nach außen hin die Freunde gefragt, soll ich dort den Undorf hier rauszugehen? Dann hat er am spannendsten die zwei Bilder gesehen, von der ersten Position von seinem Stellprozess an seiner zweiten Position von seinem inneren Stellprozess. Und allein, dass dann Bewusstsein die zwei Bilder gespeichert hat gemerkt, dass sich ein Klick entwickelt hat am Sinn von, nee, du guck nicht mal selber an den Spiegel, aber nicht mal gefallen, da gehen wir so raus, egal was die anderen sagen. Mom von der Person hat sich unmöglich geändert, also es war schon unmöglich, man wusste noch, wo den inneren Kritiker gefiedert ging, also kein Thema. Also das hat so einen schlechten Abfluss hat das gekriegt, das hat sich doch nicht mehr so lassen. War nicht, das hat sich nicht mehr so gelassen. Aber Mom konnte nicht mehr so über dem stehen. Das heißt, die Situation, die andere Leute an einem Stellprozess nur draußen mit Personen gemäht hatten, mit einer Mom, mit irgendeiner Person, die hat müssen die Mom spielen, egal wie sie gespielt hat, konnte er mit einem inneren Stellprozess problemlos an den Griff geholt werden. Das heißt, es war nachhaltig. Et war net am Sinn vun, wann ich Mam dabei so verstehen, an ich ging daheim bei meiner Mam ran, an meine Mam möchte mir ein Kire fast, da sind ich genauso schlecht wie vier und ich muss einen neuen Stellprozess machen, weil die Bilder integriert waren, weil immer den spannendsten Teil geschafft haben. Das als Mengtechnik, wie ich damit schaffe. Und da ist es mir auch egal, das ist schon auch ganz viel, dass ich zum Beispiel eben deren Figuren holen. Das ist auch für mich ein ganz wichtiges Ding. Ich mache das ganz gerne, auch mit erwachsenen Leuten. Viele Psychologen holen deren Figuren zum Beispiel nehmen für bei Kinder. Aber allein den spielerischen Effekt bei Erwachsenen mit dran zu kriegen, den hat so viel
Qualität, dass ich das nimmen urode kann bei den Leuten, anstatt Personen an eine Situation zu bringen, die ich nicht alle Gute kann, abhängen, wenn es mich drauf kommen, wo den anderen, den ich anlegen gif, keine Möglichkeit hat, einen wirklichen Überblick zu haben über die Personen, weil die vielleicht mit groß oder mit klein sind. Das heißt, die nicht diese ganz viele Personen für uns stehen. Und ich gehe an das Spannendste ran, was der Person die Möglichkeit hat, wirklich etwas an sich weiter zu drohen. Und ich muss mir nicht die ganze Zeit die Leute rundherum sicher gehen, ob die ich auf irgendeine Art und Weise aber trotzdem projizieren. Vielleicht gibt es da einen Grund, besser zu verstehen, für was ich persönlich mich effektiv von den typischen Versionen von Stellprozessen effektiv distanzieren, aber auch auf der anderen Seite weisen, dass es andere Optionen gibt, mit der Technik zu schaffen. Vielleicht auch den anderen, den man Stellprozesse schafft, den verschiedene Sachen ein bisschen mehr differenziert guckt, ein bisschen mehr differenziert upegt, so mal, par rapport zu Leuten, die vielleicht aus einem Kreis verschwanden, ohne dass er wirklich ein Feedback hat und sich seinem Feedback selber irgendwie gemäß seinem Selbstbewusstsein oder seiner Selbstüberschätzung den Moment kann er ranholen. Weil das erlebe ich leider ganz oft, dass da Leute eben so, ja, das fand ich eben nicht will, dann ist das sein, dass das auch nicht immer so unbedingt die Besten weiß. Versteht mich richtig, es gibt verschiedene Leute, die machen super Stellprozesse, aber bis dato nicht nach Kekant, den einen super Stellprozess gemacht hat, der wirklich nachhaltig, ohne dass irgendein an dem Gruppement Probleme mit dem heimgeholt hat, gedroht hat, den das möchte mit Personen, mit Menschen. Die schaffen alle Guten, die ich kenne, schaffen mit Figuren. Und es gibt da viele, die mit Figuren schaffen. Und es sind da ganz viele, die eben auch mit den spannendsten Teilen schaffen, die eben mit IFS schaffen. Also es gibt gut da, aber persönlich oder ein bisschen ein Überblick, dass nicht alle so Licht und Liebe ausgeseit, weil Leute sind, oh super, Stellprozess mit Leuten. Weil ich war invitiert, für an so einer Gruppe mitzumachen. Und ich gebe mir das persönlich nicht undun. Also, ich habe nicht jemand erlebt, und da an eine Position gestaltet, wo ein Bemol merkt, dass er effektiv rundherum geschubst wird. Den einen, den anderen findet das vielleicht cool, mit kennt den einen, den anderen sehen, die vielleicht auch an seinem Leben und sind dann hier geschubst gehen aus, den er nicht unbedingt flott findet. Und wenn wir auf den Punkt kommen, dass ein Mensch die Glaubenssatz angesagt kriegt, weil an einem Stellprozess, weil man nicht, ich komme darüber zurück, dass an einem Stellprozess Leute kann rumschubsen, dass das ja nur auch kann an seinem menschlichen Umfeld machen, wo das Problem hier kommt. Weil wenn der los sagt, ja nee, das ist nicht dasselbe, das ist Systemik. Und eine Systemik hat immer einen Impact auf die nächste Systemik. Das ist auch, dass die Sachen, die weiß, ein Systemiker weiß genau, wo wir das schwätzen. Dann also vielleicht zu überdenken, ob das die richtige Technik ist, nicht nur für euch, sondern allgemein, ob das ein wirklich gesunder Approach ist, für mit Systemik zu schaffen und für mit Stellprozesse zu schaffen. Sur ce, wie immer, vielmals merci, dass ihr noch gelauscht habt. Vielleicht stellt den einen den anderen einen Gedanken gemacht oder auch eine Idee, wie in die nächsten Stellprozesse wird machen. Wie immer, merci, schönen Mittag, schönen Abend und gute Nacht.